Die Reise von Clara, ein neues Kapitel. Clara war 22 Jahre alt und lebte in einer kleinen Stadt in Norddeutschland. Jeden Morgen ging sie Denselben weg zur Arbeit, wobei im alten Bahnhof, durch den grünen Park und schließlich in das kleine Café Sonnenschein, in dem sie als Kennerin arbeitete. Obwohl sie ihre Arbeit mochte, fühlte sie oft, dass ihr Leben so ruhig und vorhersehbar war. Sie träumte davon, die Welt zu sehen, neue Menschen kennenzulernen und andere Kulturen zu entdecken. Doch sie wusste nicht, wie sie anfangen sollte. Ein unerwarteter Brief. Eines Tages, als Clara von der Arbeit nach Haus kam, fand sie einen Brief am Briefkasten. Der Umslag war alt und gelblich, und die Schrift sah elegant aus. Neugierig öffnete sie ihn. Ein Brief stand. Liebe Clara, du kennst mich nicht, aber ich bin die beste Freundin deiner verstorbenen Großmutter. In ihrem Testament steht, dass du das kleine Haus AMC erben sollst. Wenn du willst, kannst du dort leben oder es einfach besuchen. Mit herzlichen Grüßen. Elisabeth Koni. Clara war überrascht. Sie wusste kaum etwas über ihre Großmutter, weil ihre Familie früher viel umgezogen war. Doch die Idee, ein Haus AMC zu besitzen, faszinierte sie sofort. Die Reise beginnt. Am nächsten Morgen packte Clara einen Rucksack, nahm den nächsten zu und machte sich auf den Weg. Die Reise dauerte 5 Stunden, aber sie war wohl forud. Als sie ankam, sah sie ein wunderschönes, altes Haus aus Holz, direkt am Ufer eines stillen, blauen Sees. Hohe Bäume umgaben das Gelände, und Vogel sangen in den Ästen. Clara atmete tief ein. Das ist der Anfang von etwas Neuem, dachte sie. Das Geheimnis am Dachboden. Ein Haus war alles sauber, als hätte jemand erst gestern dort gelebt. Alte Bücher, Fotos und Mobil erzählten Geschichten aus langst vergangener Zeit. Als Clara den Dachboden öffnete, fand sie eine alte Kiste. In der Kiste lagen Briefe, Postkarten und ein Tagebuch ihrer Großmutter. Clara setzte sich.